Es waren einmal eine Handvoll Kölner Hobbymusiker, die wollten Popstars werden. Ganz unbescheiden, mindestens so wie die Beatles, wovon man in den 60er Jahren ebenso träumte. Jeder spielte in einer eigenen Band. Das war meine erste Beatband. Ne? The Beatstones, natürlich logischerweise eine Kombination aus Beatles und Rolling Stones. Wie soll das sonst sein? Sonst wie Eck, wie Stoßzeug. 1964 da wird Bands wie Sandermeer. 1964 spielten sie noch in verschiedenen Gruppen. Die hießen Rolling Beats, Black Beats, Beatstones oder Blizzards. Als wir vor 40 Jahren ein Lied gespielt haben, wie haben wir dann angefangen? Wie haben Sie das angefangen? 3, 4. Sie spielen mit großer Leidenschaft die Lieder ihrer Vorbilder und haben sie bis heute nicht vergessen. Wir freuen uns immer drauf, wenn wir ab und zu mal so ein Oldie spielen können, dann wird die gute alte Zeit wieder wach. Die Musik hatte schon jeder früh für sich entdeckt. Wir üben das, was wir damals als Schülerband gespielt haben. Sie mischen die Songs der Beatmusik mit gutem Rock'n'Roll. Dann kommt auf einmal alles wieder. Das ist irgendwo gespeichert. Du hast es 40 Jahre lang überhaupt nicht präsent gehabt. Und dann sitzt du zusammen und spielst und dann ist dann alles wieder da. Stowaways, zu Deutsch blinde Passagiere. Das war ihr erster gemeinsamer Bandname. Wir wollten natürlich, und das muss man in dem Alter auch, alles Mögliche und die Welt erobern. Aber dann kommt Sunnyboy Graham Bonney des Weges. Der hat schon Erfolg, singt in der Hitparade, ist der Schwan der Mädchen und weiß auch sonst, was so läuft. Und er hat gesagt, lasst es doch sein. Es gibt so und so viele englische Gruppen, die viel besser Englisch singen als ihr, auch besser Musik machen. Warum versucht ihr euch nicht an diesem Kölchen, was euch doch viel besser liegt, wo ihr ja auch herkommt? Und damit war eigentlich die Initialzündung geschafft. Und man hört es, wenn die singen und so weiter. Und ich dachte, mein Gott, ihr müsst etwas alleine machen, ja. Und dann natürlich auf Kölsch. Da fingen die Jungs an zu überlegen, Mensch, das könnte ja was sein, das könnte er mit Recht haben. Versuchen wir da einfach mal. Jungs, er gehört auf die Bühne, mach es. Um das Maß noch voll zu machen, hat er gesagt, ich finanziere euch auch die erste Aufnahme. Und so sind wir dann zähneknirschend praktisch in unser Glück reingestolpert. 1970 haben sie ihre erste Platte. Auf dem Bus steht immer noch Stowaways, doch sie heißen bereits Blackfoes. Man wollte auf dem englischen Bereich Erfolg haben und suchte dann eben für diese, ich sag mal, für diese Nebensache einen speziellen Namen und dann wohl auf den Namen Blackfoes, weil das eben so eine Kombination zwischen englisch klingendem Namen war und auch einem Namen war, der eben so eine gewisse Bodenständigkeit vermitteln sollte. Und so sahen die ersten Fernsehberichte aus. Wer ins große Showgeschäft einsteigen will, der muss auch jetzt für das Image tun. So blieb den Blackfoes nichts anderes übrig, als ihrem Namen getreu barfuß eine echt kölsche Reibekuchenbude aufzusuchen, um die Popularität ihres Liedes an Ort und Stelle zu prüfen. Ungefähr vor einem dieser Läden standen wir im Herbst 1970, haben auf der Straße Riefkoche gebraten. Mann, schnappt alle dran, wir wollen Riefkoche haben. Mann, fang doch Glück an, 15 Stück Backopfer, Mann. Riefkoche, das ist ein Delikatesse, die schmecken am allerbest. Und Reste noch her, jetzt Buchbingo, jetzt, dann lässt dich Glück in der Kiste. Vor allen Dingen ist dabei zu bemerken, dass sie aus frischen Kartoffeln gemacht werden. Richtig, wo wir da stehen, fällt mir das wieder ein. Ne? Zunächst sind nur 3 von ihnen auf den Autogrammkarten. Und erst bei der Aufnahme der ersten Single zum Riefkoche-Walzer haben wir dann reihum im Studio mal gesungen, der Peter, ich und Tommy. Und dann wurde halt entschieden vom Produzenten, er nimmt die Version von Tommy. Und damit war quasi die Geburtsstunde des Tommy Engel als Sänger für die Blackfoes da. Also, ich bin der Tommy. Ich bin sozusagen der Sänger der Gruppe. Ich habe Schornsteinfeger gelernt, also Kaminkehrer. Die habe ich aber nachher abgebrochen, weil das ging auch gesundheitlich nicht. Und
Da hatte ich auch keinen großen Bock zu eigentlich. Mein Vater hat mich da damals in eine Lehre gesteckt und der hatte so einen Deal mit so einem Bezirksschornsteinfegermeister und hat mich dann in die Lehre gesteckt. Das sind Dinge, die können nichts dafür. Doch steckt mit auch ganz schlechte davon mit mir und mir. Die Bläckfoes schauen den Leuten aufs Maul. Sie bleiben dabei der kölschen Mundart treu. Wie es dazu kam, ist einmalig in der deutschen Musikszene. Aus der Sicht des kölschen Geschichtsschreibers ist schon wirklich eine ganz kuriose Geschichte, dass einer aus England kommen musste und damals 6 unwillige Musiker in den Karneval treten musste. Aber er hat es geschafft. Im Sturm erobern die Bläckfoes sofort die Karnevalshitparaden. Und der Traum vom internationalen Popstar? Das nützt ja nichts, wenn du im Studio bist, nimmst englischsprachige Singles auf, die aber im Grunde 2 Löcher haben zum Abheften, die keiner kauft oder so. Und bei Foes dann ging das ab oder gewinnst dann die karnevalistische Hitparade mit großem Abstand beim WDR, mit 9000 Anrufen, glaube ich, war das an dem Abend. Da vergisst man auch ganz schnell die Popkarriere, weil, wie die nun heißt, dann haben wir halt eine kölsche Popkarriere gemacht. Die Lieder von einst sind heute längst Klassiker. Nicht zuletzt durch die Texte und Melodien von Hans Knipp. Das war damals, für Köln war das revolutionär. Da weiß ich auch noch, dass damals eine Besuch im Zoo stand, glaube ich, 2 Wochen lang vor den Rolling Stones in der Hitparade vom Stadtanzeiger. Die Foes ziehen durch Kneipen und Säle. Ihr Popsound und die Texte bringen jetzt überall frischen Wind in den steifen Karneval. Die Bläckfoes waren ja die Revoluzer damals, ne? Als sie 1970 anfingen mit Jeanshosen und barfuß. Die hatten lange Haare, dann hatten die, ich sag mal, zerrissene Jeans an und nichts an den Füßen. Ich denke, oh Gott, sind die so arm, dass die sich keine Friseur leisten können und Opa schon. Und sie wurden in den ersten Jahren auch ein bisschen von den Karnevalisten, von dem Präsidenten ein bisschen geschnitten. Das Festkomitee bestand natürlich auch aus den alten Recken, ja, und die haben sich schwer getan, uns in den Karneval zu holen, aber die Leute haben es letztendlich verlangt. Es gibt im Kölner Karneval immer wieder Talente, die durch den Karneval hochgespült werden. Dabei wären sie so gerne unter sich geblieben. Doch der frische Wind der 70er erreicht auch den Sitzungskarneval. Wenn eine Sitzung war, die Leute Karten gekauft haben für die Sitzung, dann haben die gefragt, sind die Bläckfoes dabei? Und wenn die gesagt haben, nein, dann sagen die, dann kommen wir nicht zur Sitzung. Und dann mussten sie uns nehmen, weil die Leute das im Grunde genommen verlangt haben. Und inzwischen spielt auch Geld eine Rolle. Wie hoch sind denn die Gagen etwa für so eine Gruppe? Wir kriegen ungefähr etwas mehr als die Hälfte von dem, was eine Spitzengruppe bekommt. Und was bekommt eine Spitzengruppe? Nicht ganz doppelt so viel. Ein alter Grundsatz der Foes, nicht fürs Geld. Sie sind dem Karneval bis heute treu geblieben, denn sie wissen, was sie ihm zu verdanken haben. Und sie lieben den kölschen Karneval, aber nicht kritiklos. 2007 geraten sie in die Schlagzeilen, weil sie mit ihrem Hit die kommerzielle Seite des Karnevals kritisieren. Wir kamen nicht an die Bühne ran, richtig, weil diese Bühne umringt war von, wie beim Rockkonzert, von schwarz gekleideten Security-Menschen. Als du auf der Bühne warst, war permanent der Notarztwagen zu hören. Also da singst du ein Liedchen, ein lockeres Liedchen, Beckendorfer Beach, und hörst du ständig und du siehst dann, die sind festgefahren und waren in der Menge. Ein guter Freund der Band ist Jean Jülich, ein Kölner mit bewegter Geschichte. In seiner Südstadtkneipe im Blomekörfsche sorgt er schon vor 40 Jahren für einen Superlativ. Und er hat im Blomekörfsche, würde ich sagen, mit die kleinste Sitzung veranstaltet, eine Kneipensitzung. Wir hatten eine Bühne, die war so groß wie eine Briefmarke. Jedes Jahr im Sommer, jeder Spielschiff wieder los. Mit Sack und Pack nach Spanien, beide Teuer nicht für Kost. Wir mussten uns also mit 6 Mann auf so einer kleinen Bühne zusammenraufen und da unsere Lieder spielen. Meine Herren,
vorher gab es immer eine Ätzesuppe, eine Erbsensuppe. Und dann gingen wir in diesen Saal rein und da war Fedel pur vertreten. Und der Schengen, macht er auch heute noch, der kündigte einfach kurz und bündig uns an und dann verschwand er wieder. Und am Schluss haben wir dann meistens auch die zusammengesungen. Dem Schmitzing Frau ist durchgebrannt, tralalalala. Wohin das ist noch unbekannt, tralalalala. Immer wieder experimentieren die Föß mit Kostümen und alten Ostermannliedern. Der Schmitz, der lag sich halb kaputt, tralalalala. Weißt du, was wir jetzt machen? Nee. Jetzt platzen wir einem mitten in die Bude und gehen frühstücken. Das wollten wir doch sowieso immer schon machen. Und wo? Ja, hier wohnt nämlich Peter Schütten von den Blackfoes. Wer ist das? Das sind die Deutschen, die Kölner Rolling Stones. Mit dem Bekanntheitsgrad wächst auch die Neugierde am Privatleben der Musiker. Wer ist denn überhaupt verheiratet hier? Ich. Deine Frau ist verheiratet, ja. Deine Frau ist verheiratet. Samuel und du? Ich habe dich gemeldet. Ja, aber man ist noch so frisch verheiratet, der hat das wieder vergessen. Ich habe das noch gar nicht gemerkt. Musstet ihr? Nee. Kann sich aber mit dem Gedanken nicht anfreunden. Wolltet ihr? Ja, sie wollten. Sie mussten nichts, sie wollten. Ganz romantisch. Ach, erzähl doch mal, überhaupt habe ich den kennengelernt. In der Tanzschule. Und bei was für einer Nummer? Tänzerisch gesehen? Ja, bei unserem Burentanz. Burentanz. Spillmanns zischt mir überall, der Dumme mit Hadenknall, hoch de Völker, die quieken im Stall. Wenn den Berg ist der Bur auf der Hut sich tanzt. Ja, wenn den Berg ist der Bur auf der Hut sich tanzt. Wie ist es denn jetzt so eigentlich privat? Wen haben wir denn jetzt anlässlich dieses Frühstückes von der Seite einer Lebensgefährtin gerissen oder etwas Vergleichbares? Ja, das möchte ich auch mal wissen. Du hast noch nicht in mein Schlafzimmer geguckt. Ist da noch... Das Kino, et Schmitz Marie war Minge Schwarm. Ja, und ich städet frage, ob et jen mit in et Kino köm. Et jöbne Liebesfilm. Doch et Marie wusst ganz genau, was et ging. Ja, wenn et Legos ging im Roxy, hat man schnelle Kätzchen gestanden. All die Mädchen und die Junge saßen Lore im Schlunge in der letzte Race. Und wenn dann Legos ging im Roxy, hatte man schnelle Kätzchen gestanden. Kätzchen standen. Was für eine Metapher. Und Messwing in der Sakristei. Die Ringschenke, Heimat der Blackfoes. Die Wirtin früher und heute. Unterhalb der Ringschenke war unser Übungskeller und die arme Beate musste uns immer ertragen. Würstchen, Bier. Der Bömmel sagt, die Beatrix war unsere Mom. Stimmt das? Ja, das stimmt. Sehr sogar, ja. Und wie drückte sich das aus? Ja, ich war für alles da. Egal was sie brauchten. Ich war für alles da. Essen, trinken, alles. Stimmt es, dass Sie Ihnen die Knöpfe sogar annehmen müssen, wenn die kaputt waren? Ja, habe ich auch gemacht. Das zeigt hinten den Hinterhof, wo die Föß immer entlang gehen mussten und dann runter in ihre Proberäume. So, die kamen aus dem Keller und haben wieder was Neues gehabt. Daraufhin haben sie mir das gegeben. Sie sind hinten an ihren Tisch und ich habe das hier aufgelegt. Und haben beide Seiten gehört und haben dann, wo sie am meisten applaudiert haben, das wurde dann die A-Seite. Haben wir ein Beispiel? Lass der Kopf nicht hängen und die Mama kriegt schon wieder ein Kind. Und die Mama kriegt schon wieder ein Kind. Das wurde die A-Seite. Das war die Zeit der Kinder. Die Mama kriegt schon wieder ein Kind. La 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 la. Die Mama kriegt schon wieder ein Kind. Ich weiß, dass wir ganze Langspielplatten da getestet haben. Da haben wir uns da in die Kneipe gestellt und alle Songs runtergespielt. Die kriegten alle einen Zettel von 1 bis 13 oder wie viele Songs da drauf waren und sollten die benoten, wie in der Schule, von 1 bis 6. Im Groben konntest du sagen, die ersten 5 Songs, das waren sie dann auch. Was auch passiert, das eine ist doch klar. So entsteht ein Hit nach dem anderen. Goldene Schallplatte, goldene Stimmgabel, goldene Zeiten.
ist unser Fädel, in unserem Fädel. Die Kölner Südstadt der 70er Jahre. In diesem Fädel sind viele Songs der Föß entstanden, mit Eindrücken, die sie seit ihrer Kindheit hier gesammelt haben. In unserem Fädel. Und hier sind wir jetzt am Severinskirchplatz. Hier ist Karneval, die Hölle los. Und da geht dann der Zug durch. Und das war für mich natürlich nach 40 Jahren Bläckföß ein besonderes Erlebnis, hier mit dem Karnevalszug durch diese Straßen zu fahren, in denen ich meine Kindheit verbracht habe. Ja, ich bin wirklich schon jetzt voll im Rausch. Das ist unglaublich. Es war für uns wie ein Triumphzug durch die Stadt. Wir hatten das Gefühl, die Leute ließen 40 Jahre irgendwie Revue passieren, glaube ich. In dem Moment, als wir vorbeikamen, hatten die Leute das Gefühl, da kommen 40 Jahre Erinnerungen auch zurück. Erinnerungen an den ersten Auftritt der Bühnenband im Fernsehstudio. Die nackten Füße aus Köln. Statt um Liebe und Triebe geht es in ihrer Liedertexten meistens um soziales Engagement. Allerdings sind die Texte in rheinischer Mundart. Und dann habe ich den Hartmut kennengelernt. Das ist eine Seele von einem Mensch, sehr bescheiden, sich zurückhaltend. Und ich habe ihn mir gekrallt und dann habe ich sie auch ins Studio geholt. Und das war einer der ersten Fernsehauftritte von denen. Der neue Schlager der Bläckföß ist Penz, Penz, Penz. Penz, Penz, Penz heißt auf Hochdeutsch Kinder, Kinder, Kinder. Und das ist kein entsetzter Ausruf, sondern es ist die Frage, wo können Kinder heute noch spielen, wo haben sie heute noch Lebensraum. Wenn ich aus der Schule kam, da waren 10 bis 15 oder 20 auf der Straße, Tasche in die Ecke geschmissen, auf die Straße und Fußball gespielt. Schule hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich muss sagen, das war mein Reichtum in den 50er Jahren, dass ich eine sehr gute Gemeinschaft auf der Straße hatte. Wilhelm Park in der grünen Anlage, schieße dicke Stein in der Ringerin Plump. Ja, da brauche mir ja nicht lang zu baden und ein Kind vom Buddel wieder die Stimme. Penz, Penz, wo mir jeden steht noch Penz, Penz, Penz. Mann, ich von Tee hat er nix verloren, ihr verdammte Penz, ihr verdammte Penz. Jetzt bin ich stressig und ich han kein Stell. Eben dieben dab und du bist ab. Ich weiß nicht, wie es kommt, ging ganz schnell. Eben dieben dab und du bist ab. Im letzten Jahr noch mal hoch ihr Penz, dann kommt am Weg im Tempelgeld, so fingen an, oh yeah. Erfolg haben sie schon, aber sie fragten sich, wird es reichen, um sie zu ernähren? Vielleicht sogar eine Familie? 1975 werden die Föß Profis, zum Schrecken der Eltern. Das muss man nur hören, wie das Profi sein heißt jeden Tag aufstehen und zur Arbeit gehen. Und wenn es das Studio ist. Im alten Bläckföß Studio haben sie intensiv gearbeitet. ist Gustav. Ari war meistens der Erste, der kam. Der brachte Brötchen mit Wurst, Käse. Dann einmal Staubsaugen, feucht durch. Tommy hat immer sehr gerne lange geschlafen, weil wir haben auch immer bis 1, 2 oder 3 Uhr nachts gearbeitet. Ne? Ja, und dann ging's los. Also zuerst mal setzt du dich an den Tisch und hast ein weißes Blatt und versuchst dann irgendwie dieses Blatt vollzukriegen mit Text oder mit einer Musik. Ja, wir haben viel gearbeitet und gerne. Die Föß fühlen sich an Köln gebunden, wollen mit ihrer Stadt leben und singen. Aber manch einer von ihnen träumt auch von einem Hit, den man im ganzen Land hört. Einem Superhit. 1985 ist er plötzlich da. Eine Urlaubslaune im sonnigen Frankreich. Wann war das? 83 war ich mit dem Tommy in Frankreich. Frankreich, Frankreich. Frankreich, Frankreich. Frankreich, Frankreich. Frankreich. Wenn man bedenkt, also für die damalige Zeit 190.000 verkaufte Singles, das ist eine Menge Holz, ne? Das schaffst du so schnell heute nicht mehr. Ich kauf mir ein Baguette und treff mich mit Jeanette. Da kommt doch noch Claudette. Claudette ist auch sehr nett. Baguette, Jeanette, Claudette, so nett. Et moi, oh la 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 la.
wir gehen dann zum Strand. Als wir das letzte Mal überschlägig das nachgehalten haben, und das ist gut und gerne, 10, 15 Jahre her, da hatte das Ding inklusive Kopplungen 2,8 Millionen Einheiten weggetan. Ehrlich? Baguette, Jeannette, Claudette, Zigarette, et moi, oh la 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 la. Frankreich, Frankreich. Spätestens jetzt kennt ganz Deutschland die Black Föß. Sie spielen in der ZDF-Hitparade ebenso wie im ARD-Wunschkonzert. Frankreich. Erfolg heißt für jeden Künstler, so auch für die Black Föß, immer auch dranbleiben und ständig Neues finden oder erfinden. In den 80ern sind sie noch jedes Jahr gemeinsam zum Kreativworkshop gefahren. Das geht doch mit der Nase. Mannen tappen moppen. Mannen mögen die Beukeler. Mannen malen Molen. Mannen kriegen ein Halskatar. Oh, Mannen fallen breit. Als die Föß Profis wurden, waren sie das ganze Jahr auf Achse und hatten plötzlich Arbeitsplätze anzubieten. Die Mannen warten. Man sagte so wie das bei der Köln, was mäßig jung? Ja, ich sage, jung, was mäßig, ich bin arbeitslos. Man sagte, hast keine Lust, uns zu fahren? Wir haben gerade, wir gehen hoch wie die Raketen und haben Auftritte ohne Ende und keiner von uns kann jetzt noch fahren, auftreten. Und ja, ich gesagt, das ist mir egal, machen wir, und so ist das dann entstanden. Zu jedem Auftritt fährt er sie im Kleinbus und zu einem Lied darf er abends auf die Bühne. Linda Lou macht King Size Dick berühmt. Tommy hat gutes Herz. Ich war mal schwer krank, also schon nah am Tode. Und er hatte mich besucht in einem Krankenhaus und sagte, Dick, was wünschst du dir eigentlich? Ich sag, ja, wie, was? Also wenn ich hier nach uns rauskomme, würde ich hier ein Motorrad haben. Wie ich rauskomme, stand vor dem Krankenhaus das Motorrad. Und das hätte mir geschenkt und das vergesse ich nie. ...2010 bekommt Tommy Engel gleich eine ganze Straßenbahn. Zum 60. Geburtstag und zu 50 Jahren auf der Bühne. Und hier sind so die einzelnen Stationen zu sehen. Also hier würde ich sagen, das ist so ein Bild mit dem alten Schurmikrofon. Das ist so irgendwie, da war ich vielleicht 11 oder so. Das ist so Mitte 60er, Ende 60er Jahre. Hier haben wir, was haben wir hier? Das ist der Kaczmarek mit der Mütze. Der Husmeister. Dann, das war die Blackfist-Zeit, ne? Das ist jetzt hier Blackfist-Zeit. Hey, Kaczmarek, ich komm. Husmeister, Siedlungskontrollenteam. Husmeister, alles fest im Griff. Husmeister, alles schön Paletti. Husmeister, mit der Werkzeugkitz. Blackfist-Zeit bei der Gelegenheit eine besondere Erinnerung hier auch auf dieser Bahn? Was? Ist das eine besondere Erinnerung für dich? Wie meinst du eine besondere Erinnerung? Ja, die Blackfist-Zeit. Nee, doch, komm, da bin ich nicht von. Mitte der 90er trennen sich die Wege von Tommy Engel und den Black Föß. Es ist immer noch ein sensibles Thema. Das 20-Jährige haben sie noch zusammen erlebt. So sieht eine Band aus, die seit 20 Jahren eine Ehe zu 6 führt. Denn ich denke, dass es heute schon ein Kunststück ist, 20 Jahre verheiratet zu sein. Aber 20 Jahre als Band zusammen auf Tour, zusammen im Studio. Wie macht ihr das? Habt ihr einen eigenen Therapeuten, Eri? Nee, zusammen raufen, kloppen und spielen. Fertig. Es ist ja nun nicht so, als wenn ihr immer einer Meinung wärt. Soviel ich weiß, gibt es auch immer wieder Diskussionen, in welche Richtung die Band marschiert. Wie laufen die da eigentlich? Wer gehört zu welcher Fraktion? Also es gibt normalerweise 3-3, aber das vermischt sich auch schon mal untereinander. Ne? Wir vermischen uns auch schon. 1990 vermischen sie sich mit Ladysmith Black Mambazo. Es ist ihr letztes großes gemeinsames Projekt und läuft über 2 Jahre. Gemeinsam singen sie vor dem Kölner Dom deren Hit Homeless. Homeless, homeless, homeless.
Ein bis heute unvergessenes Erlebnis ist auch der Auftritt in Bonn zum Empfang von Nelson Mandela. Das Wichtigste war, glaube ich, damals der Empfang von Nelson Mandela in Bonn, als Nelson Mandela hier Deutschland besucht hat, kurz nach seiner Freilassung. Als dann beim Empfang von Nelson Mandela der Nelson Mandela in den Saal reinkam, durften wir das Lied Homeless singen. Und während wir das sangen, kamen plötzlich schwarze Kinder aus Südafrika auf die Bühne und sangen dieses Lied mit uns zusammen. Also das war ein unheimlich bewegendes Erlebnis, muss ich jetzt so schlucken, wenn ich dran denke. Weil auch der Nelson Mandela dann in die Bühne kam und uns allen die Hand gab. Also das war, glaube ich, für alle, mit das bewegendste Erlebnis im Laufe der 40 Jahre. Nach 24 gemeinsamen Jahren trennt sich Tommy Engel von der Gruppe. Weil ich nicht verstanden habe, dass er mit den Föß so umgegangen ist. Ne? Er war ja dann auf der Bühne, auf einmal spielte er kein Schlagzeug mehr, ne? Und er sang nicht mehr vorne, musste dann einen anderen singen. Das ist auch etwas, was ich dem Tommy, muss ich sagen, ein bisschen übel genommen habe, als er uns im Karneval allein gelassen hat. Also von heute auf morgen, dass wir weitermachen mussten im Karneval. Und die ersten 2, 3 Jahre ohne ihn auf der Karnevalsbühne, die waren in der Tat sehr schwer. Wenn der Sänger weg ist, müssen alle ran. Neue Rollen für die Föß. Das ist ein ganz bestimmter Job. Den machst du nicht mal von heute, gerade so von heute auf morgen. Da ist der Tommy ja auch 24 Jahre reingewachsen. So gut der Tommy auch war auf der Bühne, als Entertainer und als Sänger, das ist ja unbestritten. Er ist ja ein guter. Aber letztendlich sind die Lieder wichtig, die wir machen. Also für mich persönlich ist das Thema vorbei. Für mich hat es keine Alternative gegeben. Entweder ohne Tommy oder Ende. Ich kann ja auch meine Kollegen, die anderen Kollegen verstehen, dass die anders damit umgehen. Aber ich möchte über die Trennung von Tommy, von den Blackfoot, möchte ich den Kontakt zu dem Menschen Thomas Engel nicht verlieren. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie einen guten Freund. Begrüßen Sie Erich Stock-Loser. Und doch hört die Politik schon lange genau zu. Besonderes Lob aus unserem Haus verdient Ihr diesjähriger Schlager "Einmal im Jahr". Einmal im Jahr kommt der Ring aus dem Bett, nämlich dann, wenn er Wasser hat. Und dann freut sich der Fisch, das ist doch klar. Denn dann haben sie wieder Sauerstoff das erste Mal im Jahr. Während bei uns ganze Abteilungen damit beschäftigt sind, die Bürger über die Gefahren der Umweltverschmutzung aufzuklären, haben Sie 3 es vermocht, mit einem einzigen Lied viele Millionen auf ganz charmante Weise auf dieses Problem hinzuweisen. Ich denke, dass diese Jungs jetzt schon zu Lebzeiten Legenden sind. Rufen doch an, Dr. Pillemann. Rufen doch an, Dr. Pillemann. Zu Dr. Pillemann. Rufen doch an. In den jungen 70ern haben sie sich noch über die Arzttermine lustig gemacht. 40 Jahre später immer noch. Nun aber selbst.